Man sieht es ihr nicht an, aber Anita ist seit 27 Jahren krank und hat täglich starke Schmerzen. Dass sie heute noch so ein aktives Leben führen kann, hat sie ihrem starken Willen zu verdanken. Ihre älteste Tochter Leandra ist 17. Genau in diesem Alter hat sich Anita ihr Leben grundlegend verändert. Als Jugendliche war ich sehr lüpfig, habe Rock'n'Roll getanzt, hatte 3-mal in der Woche Training. Und hatte viel vor im Leben, halt, so wie man halt so ist mit 16, 17. Und wollte einfach das Leben entdecken. Aber im Sommer 1996 zieht ihr Körper die Notbremse. Zuerst ist Anita nur müde, aber am nächsten Tag knickt sie beim Laufen ein. Und das ist erst der Anfang. Ich war eigentlich innerhalb von 3 Tagen gelähmt. Also eben dann, als ich von diesem Kino heimgelaufen bin, und dann am nächsten Tag habe ich gemerkt, ich muss mich überall heben zum Laufen. Und dann, am nächsten Tag hat meine Mama gesagt, ich soll abwaschen. Und dann habe ich mich mit den Ellbogen gestützt, dass sie es nicht merken. Ich habe dann schon einen Schiss bekommen. Und dann habe ich mich gestützt und abgewaschen. Und dann ist mein Vater gekommen und hat gesagt, Anita, Stang, und hat mich so unter den Armen genommen. Und dann bin ich zusammengefallen. Sie pendelt zwischen Reha und Spital hin und her. Aber nichts hilft. Monatelang findet niemand heraus, was sie hat. Anita fühlt sich immer einsamer. Ja, gefühlt habe ich mich schrecklich, also einfach absolut verloren. Die anderen gehen Sport machen und schreiben dir, ich gehe jetzt Schienen oder ich gehe jetzt ins Training. Und du bist halt einfach in der Reha. Und dein Training ist lernen zu stehen. In meiner ersten Reha musste ich einfach lernen zu stehen. Nach 10 Monaten dann endlich eine Diagnose. Borreliose, eine Krankheit, die das Nervensystem angreift und schlimme Schmerzen verursacht. Ausgelöst durch einen Zeckenbiss. Das war einerseits extrem schlimm, weil ich so ein Wort gehört habe, wo ich dann natürlich forschen was ist das. Und andererseits war es aber auch wie so ein Ausschnaufen, weil ich endlich wusste, was ich habe. Als ich dann erfahren habe, dass wenn wir früher angefangen mit dem Antibiotika, wäre es ganz anders. Oder? Also, es ist halt so, dass 1996 ist man halt nicht so schnell auf Borreliose gekommen. Heute, wenn jemand mit diesen Symptomen kommt, ist sofort die Diagnose gestellt und dann kann man behandeln. Das ist schon etwas, was mich sehr anschiesst, weil ich ein Fall war, wo man das einfach nicht erkannt hat. Egal was passiert, jemand ist bis heute immer an Anita ihrer Seite. Ihre Schulfreundin Sabine. Ich glaube, das ganze Ausmaß, ich weiß nicht, ob sie das selber dann auch begreifen konnte. Ich glaube, es hat es niemand begreifen, was es zu bedeuten hat. Und ja, mit 18 hat man grosse Träume und wollte raus ins Leben. Und das war später nicht möglich. Ja. Anita beißt sich durch und kämpft um jeden Schritt, den sie selber machen kann. Sie will unbedingt Lehrerin werden. Ich habe mein erstes Praktikum gemacht mit dem Rollator. Dann bin ich so abgeklebt, mit dem Rollator bewegen. Und dann sagt mir eine kleine Schülerin, so, es hat mein grosses O. Und das hat mir fast den Bogen gegeben. Mit der Zeit ist Anita immer weniger auf den Rollstuhl angewiesen. Das ändert sich aber, als Leandra auf die Welt kommt. Es ist eine schwere Geburt und Anita kommt eine PDA über. Ihr Körper reagiert wegen der Borreliose so stark, dass sie auf einen Schlag wieder nicht mehr laufen kann. Gewonnen kann man sich glaube das nicht. Weil ich erinnere mich ja schon noch zurück an mein anderes Leben. Obwohl es jetzt schon lange her ist. Aber da erinnere ich mich eigentlich schon noch. Aber die Freude, Mami zu sein, hat natürlich völlig überwogen. Aber wenn ich eine Frau gesehen habe, die so, einfach so sind durch die Stadt gelaufen mit dem Baby und so, ist natürlich, hat es mich schon gewurmt. Ganz langsam geht es bergauf und Anita kann wieder laufen. Dann kommt sie ihre zweite Tochter über und später lassen sich ihr Mann und sie scheiden. Der Anita wird alles zu viel. Sie sucht Hilfe in einer psychiatrischen Klinik. Dort lernt sie den Tom kennen, der sich gerade von seinem Burnout erholt. Ich habe Anita sehr aufgestellt, mit viel Energie und Power erlebt. Ich habe aber natürlich nicht gesehen, wie es ihr innen aussieht. Und Borreliose war für mich relativ fremd. Also ich wusste, es gibt Zeckenbisse, die Hirnhautentzündung machen können. Aber dass man wirklich so krank werden kann, davon war mir völlig unbekannt. Anita und der Tom verlieben sich Hals über Kopf.
Er ist ihr Fels in der Brandung. Mit 40 wird Anita nochmal schwanger. Der Lorin kommt auf die Welt. Aber bis heute gibt es für sie keinen Tag ohne Schmerzen. Das ist auch für ihre Familie eine Belastung. In der Schule und überall bin ich die Quirlige und 1000 Projekte und hier und da. Und dann komme ich heim und dann kommt der grosse Zusammenbruch oder viele Tränen. Und weil ich einfach die Schmerzen völlig im Griff habe oder probiere im Griff zu haben. Und nachher, wenn ich daheim bin, eben nicht mehr. Und das muss auch meine Familie abbekommen. Allem voran er, aber auch die Kinder. Sie hat recht eine grosse, starke mentale Stärke, wo das möglich macht. Aber so wie sie mir in den letzten Wochen gesagt hat, ist, dass sie die mentale Stärke verliert. Und das ist natürlich für mich nochmal eigentlich ein bisschen ein Schlag ins Gesicht. Also da kommt dann wie manchmal die Angst, wie geht es weiter? Was passiert weiter? Weil Anita seit 27 Jahren so tapfer kämpft, haben sich der Tom und ihre Freundin Sabine bei Happy Day gemeldet. Ich hoffe fest, dass ihr einfach für ein paar Stunden einfach mal so ein bisschen Leichtigkeit gibt in ihr Leben, wo sie ein bisschen ihre Schmerzen vergessen kann. Und das Seich, das sie tagtäglich erleiden muss, dass sie einfach das mal ein bisschen vergessen kann. Und vielleicht auch später, dass sie, wenn sie zurückschauen kann, dass das einfach ihr auch wieder ein bisschen Mut und Kraft gibt. Ich finde Anita, ehrlich gesagt, eine grossartige Frau mit so viel positiver Energie. Und darum habe ich für sie einen wunderschönen Happy Day vorbereitet. Der fängt hier in dem Adventure Room an, wo es viele Rätsel zu lösen gibt. Dann weiss ich, dass sie eine Schwäche fürs Radio hat, dass sie sich begeistern kann für einen deutschen Musiker und dass sie eine spezielle Beziehung zu Zürich hat. Also, Sabine hat Anita hierher gelockt auf Zürich in den Adventure Room und da geht es in wenigen Minuten los. Adventure Rooms sind ein Hobby von Anita und Sabine. In dem hier geht es um den Diebstahl in einer Kunstgalerie. Wir verfolgen die beiden natürlich mit versteckten Kameras. Am Anfang müssen sie selber ein Bild malen. Was Anita hier zeichnet, das sehen wir dann später. Und jetzt geht's los. Die Zeit läuft. Grüezi euch wohl miteinander. Grüezi, Anita. Röbi. Sally. Hallo, Röbi. Vorhin hast du mehr geredet. Als jetzt. Absolut sprachlos. Ja, also das bin ich glaube selten, aber dann bin ich einfach das Erste, was ich dachte, ich habe meine Haare nicht gewaschen. Wieso weiss ich, dass du da bist? Das weiß ich auch nicht. Deine beste Freundin Sabine hat mir das verraten, dass ihr hierher kommt. Ist heute ein besonderer Tag? Einfach ein Tag mit der Sabine, ja. Nein, es ist ein Happy Day heute. Was? Es ist ein Happy Day für dich. Ja. Erzähl mir mal, du bist Lehrerin, gell? Von Beruf. Hast du noch andere Berufsträume gehabt, früher mal? Ja, das, was du machst. Unter anderem, ja. Fernsehen oder Radiomoderator? Radio. Ja, wirklich. Ja, du, ich glaube, ich habe ein paar Sachen für dich als Überraschungen. Bist du bereit zum Mitmachen? Ja. Du auch, Sabine? Also, kommt bitte. Wir fahren auf Zürich-Oerlikon zum Schweizer Radio und Fernsehen. Ich zeige dir Anita und Sabine, wie es bei uns hinter den Kulissen aussieht. Also jetzt sind wir hier Backstage, da sind die Garderoben. Jetzt sind wir hier in der Werkstraße vom Fernsehen. Vorne hat es Werkstätte, Schreinerei, Schlosserei, Malerei. Und hier ist Studio 1, wo das Happy Day auch stattfindet. Hä? Haben wir einen rechten Auftritt haben? Robi Kohl? Ja, schau jetzt. Der bewacht mein Studio. Also das wäre das Happy Day Studio. Normalerweise total anders eingerichtet. Aber du bist ja eine, die auch, du hast mir schon gesagt, die auch gerne Radio hat, gell?
Da hinten ist das Radio. Welches Radio hörst du am liebsten? SRF 1. SRF 1. Das trifft sich gut. Wir gehen ins SRF 1 hinterher. Gehen wir? Ja. Kommst du mit? Ja. Ja? Ambitionen bis Historie. Seit einer Weile ist auch das Radio im Leutschenbach. Und dort wartet ein Kollege, der seit über 35 Jahren Radio macht. Die letzten 10 davon die SRF 1 Morgenshow. Hallo Anita! Hallo Sven. Willkommen! Hallo Sven. Ciao Röbi! Hoi. Wie geht's? Gut. Hast du Anita? Ciao Anita! Lass dich drücken, wie geht's? Willkommen in der Radio. Schon nur zu merken, dass der Svenja gewusst hat, dass ich komme. Und dann «Hallo Anita» und so. Das war wirklich das höchste der Gefühle. Also, das war so cool. Willst du ein bisschen umschauen, wie es da bei uns im Radio aussieht? Ja, gerne. Ja. Würde dich das Ich interessieren? will das machen, was du machst. Ehrlich? Ja. Ja, dann würde ich sagen, steuern wir das Studio an, oder? Ja. Fotopapier, übertragen. Und dann ist er mit mir noch durch das Studio gelaufen. Dann habe ich noch Christina Lang gesehen. Die war live am Moderieren. Hallo Christine. Hallo Christine. Das ist Anita, die wir heute überraschen. Hallo Christina. Salut. Das ist Sabine, ihre Freundin. Hallo. Hallo Stine. Hey, dann wünsche ich euch ganz einen schönen Tag. Danke. Ciao. Gute Sendung, danke. Ja, danke gleichfalls. Normalerweise sind die Ich weiss, dass Anita nicht nur zuschauen will, sondern am liebsten gerade selber moderieren. Schau mal, machen wir ein Casting mit dir. No. Was ist Ich Casting? nehme den Puls, warte schnell. Das ist alles noch gut, nicht nur im grünen Bereich. Leicht erhöht, aber es kommt gut. So sieht es aus. Da stehen die Moderatorinnen und Moderatoren. All die Knöpfe, all die Hebel und so. Und ich wäre am liebsten drauf losgeschwafelt gerade. Jetzt wird ja Musik laufen. Ich starte jetzt einfach mal eine Musik. Aber das ist jetzt nicht richtig SRF 1. Jetzt gehen wir dann live aus. Jetzt sind Nein, das tun wir nur. Watch. Wir können uns aufschalten. Nein, muss ich das sagen? Also komm, wir tun einfach mal üben. Schau jetzt mal. Da wird Musik laufen, oder? Die tue ich dann auf. Und jetzt kannst du dann mal eine Moderation machen. Da kannst du mal den. Moderation. Also, ja, Kaltstart. Jetzt wird's gut. Das hier ist die Verkehrsmeldung. Die kannst du dann lesen. Und ich helfe dir dann mit dem Jingle noch. Und dann können wir mal schauen, wie es geht. Ah ja, der Jingle. Jetzt. Im Wallis ist die Simplon-Passstraße zwischen Simplon-Dorf und dem Grenzübergang Gondo in beiden Richtungen gesperrt. Dies wegen starken Schneefalles. Wie fühlt sich schon? Ja, super. Das ist mega. Hey, also, für das du das noch nie gemacht hast, war es sehr gut. Super. Wirklich mega gut. Aber du, die Musik, findest du sie gut? Ist es gute Phil Musik? Collins, ja, Phil Collins ist gut. Bist du Fan von irgendetwas? Ah, Grönemeyer. Grönemeyer? Grönemeyer. Hast du etwas von Grönemeyer? Ich habe Sekundenglück. ja, wir könnten alle, ich habe noch etwas viel Cooles vom Grönemeyer. Musst mal schauen. Achtung. Liebe Anita, deine wunderbaren Freunde Sabine und Tom haben mir von deiner Geschichte erzählt, von deiner unfassbaren Stärke, deiner unerschütterlichen Lebensfreude durch all diese wirklich komplexen Zeiten, durch alles, was du durchmachen musstest und immer noch durchmachst vielleicht. Und ich hoffe aber, ich finde dich in guter Verfassung vor. Und in dem Zusammenhang habe ich auch gehört, dass meine Musik dich wohl zumindest auch an dem Rand mitbegleitet hat. Und ich würde dich deswegen ganz, ganz herzlich gerne zu einem unserer Schweizer Konzerte einladen im Sommer. Auswählen. Du kannst auch gerne woanders hinkommen, wohin du hinkommst. Ja, ist gleich zu wo. unseren Konzerten. Komm überall rein. Herzlich willkommen und dann können wir uns kennenlernen, können zusammen einen Tee miteinander trinken. Und bis dahin schicke ich dir die allerherzlichsten Grüße und wünsche dir einen herrlichen Frühling in Steffisburg. Bis bald, dein Herbert. Dein Herbert. Der Herbert Grönemeyer hat sich Zeit genommen, herzuhocken und sich auch überlegt hat, was er mir sagen will, das berührt mich sehr. Deine Sabine, sie hat dir das möglich gemacht. Hey, stell dir mal vor. Also ich sehe, ich kann mit ihm, also wenn das Konzert ist, kann ich nicht mit ihm Tee trinken. Stufe, ja, du kannst nicht irgendwo Tee trinken. Und sicher noch ein Foto machen. Dann nimmt das sicher noch Zeit. Sicher auch noch. Sie war in einem Adventure Room heute Morgen und haben sie etwas gemalt. Und zwar das hier. Was hat das für eine Bedeutung? Warum hast du das gemalt? Also wir sind mit dem Tramli gekommen und mein Grossi wohnt an der Winzerstraße und da muss man mit dem 13 bis fast ins Frankenthal fahren. Und ich bin einfach in all meinen Ferien als Kind zu meinem Grossi. Lebt aber Die lebt nicht mehr. Nein, schon Genau. lange. Aber weißt du, wir fahren jetzt auf der Strecke, wo du früher immer gefahren bist. Ich habe hier 2 Tageskarten, die hast du dir gekauft. Für euch beide. Die haben dann noch 5 Lieber gekostet. Ja. Es ist ein bisschen teurer geworden. Danke vielmals, Sven. Hey, alles danke Gute. für den Besuch. Ciao, komm, wir gehen weiter. Euch zwei, alles Gute. Merci vielmals. Ciao, ciao. Danke schön. Danke für den Besuch. Ciao, Tschüss Sven. miteinander. Merci Ciao miteinander. vielmals. Der 13er fährt nicht in Leutschenbach raus. Darum habe ich ein besonderes Tram organisiert.
Kannst du sagen? Happy Day! Ja. Ah, schau mal. Grüezi. Hallo. Ja, danke vielmals. Nein, ein ganzes Tram. Ja, das ganze Tram. Wo willst du sitzen? Was, wie kann man das so etwas glauben? Ein Tram nur für mich? Lang bleibt das Tram nicht leer. Aber von dem weiss Anita noch nichts. Du kennst also Zürich wie deinen Hosensack. Nein, das schon nicht mehr. Aber die kennen es schon. Als ich Kind war, haben wir einen 5 bekommen und eben Tageskarte für einen 5 nehmen dürfen, einen Tag und Tram fahren. Und dann sind wir einfach wirklich von einer Endstation zur anderen Endstation gefahren und haben Leute angeschaut und einfach zum Mittagessen und so. Einfach durch Zürich gefahren. Erinnerungen an die Kindheit sind auch Erinnerungen an eine unbeschwerte Zeit. Aber die Krankheit hat Anita ihr Leben komplett verändert. Wie war das für dich, wo du realisiert hast, dass dein Leben nicht den Weg nimmt, den du dir vorgestellt hast? Wie bist du klar mit dem? Also am Anfang gar nicht. Am Anfang ist mir sowieso so ein bisschen eine Schockstarre. Du bist mit 18 krank, Ausbildung unterbrechen und alles. Am Anfang gar nicht und dann bin ich halt in die Kampfposition. Sehr schnell. Ja, und die Kampfposition, wie du sagst, oder? Woher hast du das? Ist das ein Charakterzug von dir? Hast du das geerbt von jemandem, abgeschaut von jemandem? Vielleicht von meinem Grossi auch. Man sagt so ein bisschen, ich sei ein bisschen eine Kopie vom Grossi. Aber irgendwann habe ich einfach so ein bisschen wie die Entscheidung getroffen von einem Zack. Lass ich mir nicht mein Leben nehmen. Unterdessen sind wir in der Nähe von einem vertrauten Ort. Da, das Haus. Das da. Also das ist nicht das Haus, aber hier. Ja, habe ich gedacht. Ja. Dort haben sie gewohnt. Ja, dort hat es gewohnt. Als ich vorbeigefahren bin, war ich einfach beim Grossi und habe sie gesehen. Ich habe sie gesehen winken. «Soli Schatz, Soli Schatz». Sie war eine Baslerin. Dort waren wir gerade sehr nah. An der Endstation habe ich nochmal eine Überraschung für Anita. Jetzt steigen wir aber nicht aus. Das Wetter ist ein bisschen... Aber willst du mal führen gehen, im Führerstand? Ja, das ist schon... Sorry, Christian. Das ist Anita. Freut mich, Anita. Ein riesiger Fan. Und nochmal geht für Anita ein grosser Wunsch in Erfüllung. Sie hat 1000 Fragen und mit dem Christian jemanden neben sich, der die alle beantworten kann. Jetzt wird es Zeit, dass sich das Tram langsam füllt. Ein paar Stationen weiter vorne wartet eine Gruppe, die einsteigen will. Anita, ihre Kinder, die Eltern und der Tom sind heimlich auf Zürich gekommen. Ich bin mega nervös. Und es ist für mich selber ein Happy Day Tag. Das ist so cool. Und hat es noch eine runde Tafel und dann sieht man, wie schnell wir fahren in der Kurve. Für sie wird das ein riesen Highlight sein, wenn wir jetzt da stehen, alle zusammen. Kommt rein, herzlich willkommen. Hallo Schatz! Hallo Hanni! Ihr seid toll, schau jetzt ab. Ich meine, ihr seid aus Grindelwald. Nein, Also, Sie dürfen hier noch ein bisschen mitfahren. Du darfst hinten sitzen. Ich habe fast nicht mehr geglaubt, was am passieren ist. Also es war einfach Oberhammer. Geht's ja nicht. Die Fahrt geht weiter und im Tram hat es noch Platz. Darum haben wir noch mehr Überraschungsgäste eingeladen. Yes! Nein! Was ist denn jetzt noch? Hey, die Spinne! Ja! Alles gut bei dir? Nein. Wie fühlst du dich? Hä? Nein, das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, du musst wieder helfen weiterfahren, sonst gibt es einen Tramstau. Freunde kommen. Ja. Und weil Anita so schön juchzt, 2 Gruppen haben wir noch. Das Tram voller lieben Leute. Leute, die das alles helfen tragen, Leute, die mit mir Zeit verbringen, Leute, die mit mir lachen, rennen. Das geht einem schon sehr, sehr nach. Jetzt darfst du mal deinen Leuten Grüezi sagen. Anita, unsere Tramchauffeuse. Also für jeden und jede, die gekommen ist, das berührt mich wahnsinnig und freut mich und gibt mir Mut, auch sehr viel Mut zum Weitergehen.
Und zum Schluss von dem Happy Day wollen Sabine und Tom der Anita noch etwas Wichtiges sagen. Merci, dass du da bist für mich und einfach so bist, wie du bist. Und ich kenne niemanden, der den Happy Day mehr verdient hat als du. Ja. Gut. Ich wollte dir Merci sagen. Du hast nicht gerannt, sonst kann ich nicht gehen. Ich wollte Merci sagen, einfach für dein Dasein. Und ich kenne niemanden, der so viel Respekt verdient wie du. Einfach, dass du deine Schmerzen trägst, Tag für Tag. Und letztens jemand hat gesagt, du kannst nicht mehr, habe ich wirklich Angst bekommen. Ich will dich nicht verlieren. Nie. Und wie Sabine schon gesagt, ich kenne niemanden, der diesen Tag mehr verdient als du. Ich spinne. Dieser Tag bedeutet mir mega viel. Meine Psyche profitiert halt extrem. Wenn ich am Kämpfen bin mit den Schmerzen, dann denke ich jetzt an das zurück. Und das lässt mich halt sehr schweben.